Es regnet. Schon seit dem Morgen. Und jetzt ist 2:30 und es regnet einfach immer noch. Und das an einem Samstag. Es ist einfach nur langweilig. Am Morgen haben Hobbs und Lila voll Begeisterung an ihrem Putzle weitergemacht. Sie haben warm-kalt gespielt, sie haben gezeichnet, sie haben für die Mutti Wäsche zusammengelegt. Und nach dem Mittagessen sind ihnen die Ideen ausgegangen. Weil sie nicht gewusst, was machen, haben sie sogar freiwillig ihr Zimmer aufgeräumt und geputzt. Und dann haben sie etwas angefangen zu spielen, wo sie gewusst haben, dass sie das im Haus nicht dürfen. Bauen haben sie im langen Gang hin und her gerugelt. Zuerst eben wirklich nur gerugelt. Nach dies nach sind aus dem Rugeln Schüsse geworden. Und sie hatten es goldig. Wow! Das hatte ich super. Jep. Achtung, Ball kommt. Hobbs, der unglaubliche Torwart, hält auch diesen Ball. Yeah! Lila nimmt Anlauf und schießt aus 30 Meter Entfernung. Wird sie diesen Ball ins Netz bringen? Nein, sie schießt knapp daneben. Ups. Lila, nein! Das ist doch Mutis Lieblingsblumentopf. Die Pflanze hat Fettu ihr letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Ja, ich weiss. Das habe ich doch nicht extra gemacht. Vielleicht kann er ja flicken. Vergiss es. Die ist viel zu fest kaputt. Komm, wir sagen es Fettu. Nein, der ist nicht mega böse auf mich. Sagt mir wüst und bestraft mich. Ich putze sie einfach weg, sage niemandem etwas und vielleicht merken sie es ja nicht. Lila, das ist nicht die Lösung. Wir gehen zu Fettu und sagen es ihm. Ich komme euch mit, es ist ja nicht nur die Fehler. Eigentlich dürfen wir im Haus ja gar nicht bauen. Das hat er uns schon so manchmal gesagt. Ja, eben. Das ist es ja noch schlimmer. Wir sagen einfach, dass wir von nichts wissen. So wird es nur schlimmer, wenn wir auch noch lügen dazu. Jetzt braucht es gerade ein bisschen Mut, dass wir zu Fettu gehen. Komm, gib mir deine Hand. Fettu wird uns schon nicht gerade den Kopf abreißen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Fettu, dürfen wir heute zu dir kommen? Wir müssen dir etwas sagen. Ja, gewiss. Kommt rein. Fettu steht an der Werkbank. Er schleift gerade ein Stuhlbein, das er flicken musste. Er schaut von seiner Arbeit auf. Hobbs. Lila, was wollt ihr mir sagen? Die zwei drücken sich ein bisschen zusammen und Fettu fährt wieder an zu schleifen. Fettu, ich habe den Blumentopf kaputt gemacht. Wir haben im Gang geschüttelt, weil doch so wüstes Wetter ist. Wir wissen ja, dass man das nicht sollte. Und trotzdem haben wir es gemacht. Und da ist Bauen unser Blumentopf und der ist kaputt gegangen. Es ist der Blumentopf, den du Mutti letztes Jahr geschenkt hast. Es tut mir so leid. Es tut uns so leid, Fettu. Fettu legt das Stuhlbein ab und schaut die zwei mit seinen warmen Augen an. Kommt zu mir. Ein bisschen ängstlich gehen Hobbs und Lila näher zu ihrem Fettu. Der legt jedem einen Hang auf die Schulter und sagt: Hobbs, Lila, es macht mich ein bisschen traurig, dass ihr nicht auf mich gehört habt und gleich drinnen geschüttelt habt. Jetzt ist das passiert, was ich mit diesem Verbot vermeiden wollte. Und dann erst noch Mutis Lieblingstopf. Dafür freut es mich ganz fest, dass ihr mir das sagen könnt. Dass ihr eure Fehler einseht und dass es euch leid tut. Ich weiss, dass es nicht so einfach ist, zu seinen Fehlern zu stehen. Aber es ist das Richtige. Danke euch. Fettu gibt beiden einen Mund auf die Stirn. Und jetzt kommt eure Strafe. Hobbs und Lila zucken zusammen und schauen Fettu mit grossen Augen an. Aber sie wissen, dass sie eine Strafe verdient haben. Hört, ich weiss, dass die Pflanze schon fast zu gross war für diesen Topf. Nächste Woche müsst ihr mit mir einen grösseren Topf besorgen und dann die Pflanze in diesen Topf einsetzen. Ist das alles? Ja, das ist eure Strafe.
Hops und Lila schnaufen erleichtert auf und fallen einem Vettel um den Hals. Leisli kuschelt Lila ihm ins Ohr. Vettel, du bist der Beste.